Ich muss nach ein Keer op Türkei-Diskussion zurückkommen. Für wat? Weil es ein Problem gibt, das nicht nur die EU, aber auch Lützeburg direkt und indirekt betrifft. Heute Erklärung. Die Türkei will bekanntlich seit langem schon Member von der EU gehen. Das war damals auch ganz raisonabel und nachzuvollziehen, weil die Türkei sich auf die Europäische Union zubewegt hat. Heute hat die Türkei sich aber von allen gemeinsamen Werten distanziert und sich damit selber diskreditiert und für weitere Beitrittsverhandlungen disqualifiziert. Ein paar Beispiele. Zehntausende Leute goufen an der Lächt ohne Prozess verhaftet. Richter, Advokaten, Enseignants, Deputéiert, einfach Bürger. Der Kampf vom türkischen Staat gegen die kurdische Minorität hat Terrorstufe erreicht. Gerade so schlimm, vor kurzem hat der Rapport vom Committee to Protect Journalists, das ist eine Organisation, die sich für die Pressefreiheit und die Menschenrechte von den Journalisten einsetzt, die hat festgehalten, dass die Türkei das Land ist, wo die meisten Journalisten am Prison sitzen. Von 259 Journalisten, die weltweit angesperrt sind, sitzen da 81 an der Türkei am Prison. Und die richtige Zahl ist bestimmt noch viel mehr hoch. Das heißt, die Türkei hat sich selber als EU-Member ausmanövriert. Was ist dann mit den Verhandlungen? Der EU-Kommissär hat klar und deutlich gesagt, die Verhandlungen fanden de facto nicht mehr statt. Und das Europaparlament hat sich ganz unabhängig dezidiert, dass an dieser Situation just eine Position möglich und richtig ist. Beitrittsverhandlungen nicht fortführen, mehr auf Eis legen. Als Chambre daheim hat majoritär brav das wiederholt, was sie von der Regierung diktiert hat, nämlich die Verhandlungen weiterzuführen. Das ist nicht der CSV hier Position und also auch nicht meine Position. Wir wollen uns nicht bei einem Diktator die schönen Menschen machen, wir wollen uns Glaubwürdigkeit behalten. Der Außenminister Jean Asselborn erklärt, hier will weiter mit der Türkei über den Beitritt verhandeln. Damit seht hier dem türkischen Diktator indirekt weitere so. Mehr von der CSV an der Chambre und am Europaparlament sind damit nicht d'accord. Viele Europäer sind auch auf eiser Linie. Den österreichischen Außenminister Sebastian Kurz zum Beispiel oder der Fraktionschef von der EVP, dem Manfred Weber, die alle beide auch ein Aufrühren von der Beitrittsverhandlungen gefroht haben. Als klares Signal, dass die Europäische Union als Wertegemeinschaft nicht bereit ist, einfach über die Negativentwicklungen an der Türkei wegzugucken. Sie erinnern ganz zu Recht daran, dass die Vertreter von den Memberstaaten sich kohärent sollen verhalten am Einklang mit dem, was das europäische und das österreichische Parlament gestimmt haben, nämlich der Halle von den Prinzipien an den Werten an Europa. Wir verstehen auch nicht, für was der Lützeburger Außenminister dem Diktator Orban den Krieg will erklären, dem Diktator Erdogan aber ganz dus begegnet. Wo ist dann halt Logik? Riskieren wir nicht, mit so Aussagen Kredibilität vom Land vorzustellen? Daneben kann ihn sich aber auch dann nachfragen, ob es überhaupt die Aufgabe von einem Lützeburger Außenminister ist, für mit dem Haut-Parleur durch Europa zu reisen, aber bei all Gelegenheit seine Privatmeinung zu annoncieren. Wir sind der Meinung, am Interesse von Lützeburg wäre es sicher übrig, wenn der Chefdiplomat sich ein bisschen mehr diplomatisch verhalten.